Willkommen beim Dreckstart der Lützeburgischer Gaming Show auf YouTube. Haut an der 14. Folge, mir so eine Schmerz, dass er nicht angeschaltet hat. Und wir mit dabei sind, das war den Hinkel. Salut. Und den Mike Orlowski. Salut. Voilà. Ja, wir sind da. Ein neue Woche, neues Glück. Was gibt dann so viel Anfang zu zählen? War Beta, hä? Wir sind Beta durchgeknallt, wir sind traurig, dass du rüber hast. Ja, wunderbar. Battlefront, aber ja, Köstlich vielleicht sind da ein paar dabei, die nicht so viel gespielt haben, aber mehr. Es wird cool ausgesehen, alles war was mega geil. Dafür, mein nächstes Video war ein Level Drop Zone mit Like-Kommentar. Ne? Und dann hast du... Mein Video war auch Battlefront Video. Und wie das so rüber war, leider nicht lange genug gedauert hat, wo man dann noch ein kleines Fazit drüber gezogen. Ich habe ein bisschen gesagt, weil es gefallen ist, was nicht gut gefallen war. Also was nicht so gut war für uns. Und wie in das Fleisch kennt, verändert ein bisschen im Umstellung gehen, falls da ist oder ihr gegen null ausstellen. Alle zu euch verstehen. Konami mischt. Die passen immer so. Ich muss auch so in Schad physiologisch ein klein bisschen Flammkritiker mit der Beta, also Flamm, weil halt immer dieselbe Map, dieselbe Modus die ganze Zeit ist, ne? Das ist Beta. Me um 6 Uhr war sie dann Zoo, ich war an einer Party dran, bin mal disconnect, und du kannst wohl verstehen, Servers offline, und ich nee. Und ab dem Moment war da so, nee, wisst du, alles doch für alle Sachen immer den Level mit Gewesen zu spielen. Ja. Das ist kein Demo mehr, Nee. das ist eine Beta. Ja. Du merkst, dass man voll das, da weißt du, was Ja, du ja, machst. das ist genau das. Ja, das ist tatsächlich beim Toilette vorbei. Ja, ich war liederisch das Woche schon kein Video gemacht. Also. Ja. Anscheinend. Das Seht ihr auch so. Das hat man nicht gemacht. Mehr, ja, ich werde aber in der nächsten Woche, du willst ein bisschen mehr schaffen, mehr Video bringen. Ich kann ja schon mal den Anfang vor, ich meine eine MMO-Serie, wo ich dann verschiedene MMOen ausspielen werde, so an Folgen werde bringen, wo dann halt jetzt weitergeht, wo gleich abgehalten wird. Und dann gucken, wer der mehr sagt. Von der Sot, das Spiel halt nicht mehr, ich spiele nicht, kein Problem, dann machen wir das. Von der Sot spielt er weiter, dann spiele ich halt weiter. Voilà, das war dann Formel. Und dann gebe ich so ein komm mal direkt zu den News. Overwatch. Es ist endlich soweit. Beta als bekannt gegeben Datum für die Beta von Overwatch. Overwatch ist der Hero-Shooter von Blizzard. Und das ist gleichzeitig die erste neue IP von Blizzard seit geschätzte 15 Jahren. Also du das den Hype groß. Lo müssen aber mehr Europäer hier nach ein bisschen auf die Zähne beißen. Weil Beta kommt den 27. Oktober raus, aber just an Amerika. Europa soll kurz darauf nachfolgen und zu einem späteren Datum dann auch Asien. Ja, Overwatch. Ich weiß nicht, wie das bei dir warst. Ja, okay, das ist direkt PC. Ne? Ja. Mehr, ja, da bringe ich mich aber ziemlich viel drauf. Am Anfang konnte ich einfach durch, ja, okay, cool, wieso nicht? Mehr mittlerweile, mit allem, was du guckst, also die mittlerweile, ich weiß nicht, 15 oder mehr verschiedene Heroes schon. Ja, ich meine, da war schon Demos, wo sie den ersten Trailer dafür rausgebracht haben. Ja, das war ja so ein bisschen cinematisch gewesen, wo sie dann in der Musik waren. Ja, voilà, ja. Du warst schon, boah, Ja. du sahst so gut aus. Ja, ich Ja. hatte gesehen. Und das ist ja auch nicht lange gedauert, bis der nächste Gameplay auch Voilà, ja. Also ja, kennt cool gehen mit muss uns überraschen lassen. Ja. Also Beta das spielen, weil natürlich. im Moment gesagt da ist für den typischen Teamshooter macht verschiedene Klassen. Ja, also für mich das ein bisschen wie so, das schmeckt doch also man so okay, größtes Geheimnis, das ist ein bisschen wie Team Fortress, so. Ja, Just wie klein, ja, von dort das wie Comic-Grafik so, ne? Aber trotzdem Shake-Grafik, also das ist wirklich cool aus. Und das ist ein bisschen wie klein, ne? Hier schwenken so welche Fäser 5 gegen 5 sind Matcher. Ja, mit all denen Helden, die sich also unterschiedlich auch spielen, die können die Mauer hochklettern, müssen ja mal Scharfschützen, unsichtbar machen, Mine verlegen, alles Mögliche hat. Ne? Das ist für mich ein bisschen wie eine Dirty Bomb am Nachtkohle. Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, das erinnert ganz stark an Dirty Bomb. Ja. Also ich meine, jeder, den das gespielt hat, wird wahrscheinlich auch direkt mit Overwatch gehen. Ja, just vielleicht eben gucken, weil die
halten sich schon wirklich unterschiedlich spielen. Also bei Dirty Bomb ist ja auch verschiedene Klasse prinzipiell also Shooter einfach und hier ist da verschiedene die sind Melee auch Tanks gibt noch immer denken Bow ja genau Sniper natürlich immer du hast den Archangel also das kann so ein bisschen flayen dann du hast so viele unterschiedliche Sachen dran dass es nicht nur just Shooter Manager gegen Special Attack ja also seid cool aus und wirklich gespannt ob Beta und ja ich hoffe dass wir wirklich mussten allzu lang warten in Europa das muss ja Video auf YouTube gucken wie ja Allison Road dat als der spirituellen Successor von PT den von einem Indie-Team gemacht und zwar Lilith hecht den Developer an die hat einen Kickstarter gestartet für das Spiel an lo aus dem Kickstarter gecancelt. Dat kind lo verschiedene Leute ganz traurig machen me dass de Kontra sie sind lo Kontrakt gemacht mat Team 17 als Specials bekannt für hier Worms Serie an voilà, dat hecht das okay Kickstarter mei die Leute die schon es geplatscht hatten also so versprochen hatten die kriegen die mussten den natürlich nicht gehen die nicht verloren in dem Sinn an dann könnt das Spiel dann ihr stand raus von Team 17 dann. Ja, das Worms. Ja, ein bisschen witzig vom... Das ist komisch, ich hatte auch so. Ja. Die Alice Road gemacht und die wissen ja, was sie machen. Die offensichtlich Ahnung, dass die Brauer nicht so fährt, dass das irgendwie das Antrecht ist. Das ist dass Team 17 dabei ist und dass das da wahrscheinlich noch besser finanziert gepublished wird. Und kein Zweifel mehr drüber ziehen, dass es draus kommt. Das Frieda ist natürlich auch, cool. Man kann ja den schon geplatscht hat, ne? Ja, die sollten E-Mail, ja, hey, komm, wir gucken, dass wir das arrangiert kriegen, vielleicht können wir noch T-Shirt und dann sieht für jeden Kit noch, dass vielleicht gibt. Ich habe noch geguckt und dann kann ich noch Bescheid gesagt. Egal, also ich freue mich, ich will das unterstützen. Ja, weil bei Kickstarter ist es so, dass nicht aufgebucht wird, bis das... Nee, wenn das Projekt erfolgreich ist, dann gehen wir zu auf die Ja, genau. Und ich meine noch, wenn nicht so viele Leute sich dafür angesagt hätten, dann hat Team 17 vielleicht auch gesagt, dass sie Leute, die Geld gesehen haben, die so, so viele Leute, die unterstützen, man ja, das wird sich verkaufen. Ja, das steht genau so, dass das gesehen, wie erfolgreich dass der Kickstarter war, so, das ist ja auch nicht für dich, wenn du guckst, wie Shenmue oder so, ne? Ja, das ist auch so. Was du für Sony... wo Diskussionen ja auch so sind, so, wieso seht Sony nicht einfach, okay, hi, macht das Spiel, nee, okay, mehr hilft nicht, Kickstarter zu machen. Nee, war das ist eben die neue Welt von den crowdfunded Spielern. Das ist nicht so schlecht. Nee. Coole Resultate dabei. Ja, natürlich. Ja. Absolut. Ja, ich freue mich auf das Spiel. Ja, doch. Macht 4 Jahre natürlich. Du machst eine mega Kamera. Oh. Ja. Das schneiden dann sowieso. Ich meine, News bestimmt. Ja, okay. Nice. Wir bleiben bei Kickstarter. Weil auf Kickstarter ist nämlich nur ein Projekt gestartet für ein Friday the 13th Spiel. Das Spiel wird sonst für drunten wohl auch nicht gehecht. Der Golfschnecker präsentiert als ein neues Spiel, was so gemacht wurde. Da war das einfach Summer Camp wird das gehecht. Slasher 3 Summer Camp, wie so wird gehecht. Ja, Entretemps haben sie aber offiziell die Lizenz von Freitag der 13. an der Tisch, es gibt ein offizielles Spiel davon. Was interessant ist, dass zum Beispiel der Kreator vom originalen Jason Voorhees als mit dabei am Projekt, der Schauspieler, den Jason immer gespielt wird, als auch am Projekt mit dran, der Tisch Motion Capturing und so weiter möchte, den originalen Kompositeur vom Soundtrack ist dabei. Und das Ganze gibt ein Third-Person asymmetrical Multiplayer-Spiel. Das heißt, ein spielt den Jason und die anderen Leute spielen Counselors vom Summer Camp.
Kind eventuell cool schon wissen dass nicht viel also ganz neu ist nicht viel do Screenshots an Environment Videoen und so weiter sie schon do an das soll wirklich sehen dass halt Jason als halt Base und zu D spielst das noch schwager brutal und so weiter ja sind halt ein bisschen mehr und so weiter an müssen probieren zu evaluieren an dem ganzen Sommercamp das klingt witzig mir fand gerade da wohl für so ein Spiel bis weil ein Freitag der 13. Spiel als Web ist Ja, das Kind einfach nur scheiße genau wie ich von so viel das wird man so direkt könnt wie wisst du hast Evolve an den unfair starken Jason nee mir dass du keine Ahnung so ein Zeitlimit ziemlich zu Stunden zum Beispiel. Ja dazu alles sie können noch Frage stellen also das der den war ja genau der Prinzip war allein gegen Indianer Feier das Spiel war im Schnitt gut von ich bin gespannt also ich sehe nicht den größten Horror begeerten ich fand das klingt aber interessant und ich fand final cool dass die Leute die Franchise gestartet und auch mir die Screenshots wie können auch so ein bisschen Retro-Style Grafik nee, das normal Standard Grafik so nicht bombastisch alles gesehen aber auch nicht schlecht also Third Person halt kann den alles op ihrem Kickstarter Kandidat dann gucken an eben noch dann schmengen ab 25 € oder Dollar wie das von zum Ziel US schon Spiel christ da schon matt zusätzlich zu cool ich fand sie müssen eine Funktion erbauen das was du für die fortklebst dass du fällt oder ja wie weiß das hier alles ja Detailer muss ich mal werden weil genau das dann Mechanik am Spiel ja cool Assassin's Creed als Omen kann de News das nehme lo ein echt Foto vom Set getweet ging wo den Assassin's Creed Film dalo endlich gedreht wird an den Hauptdarsteller die auch bekannt sind die nämlich leider und zwar aus den Michael oder Michael Fassbender den Tabroll halt hört an der Film soll dann noch schon Dezember nächstes Jahr rauskommen ja, okay. Assassin's Creed Film also ich meine das ist gut ich meine Fleisch geht cool ja ich fand Assassin's Creed wird Potenzial für eine gute Geschichte genau der Mischung als ja mir auch schon Idee und Assassin's Creed von schon mega nur Trick geht und ein do an seinen Erinnerungen kann Tonen an alles die ganze der Name nee fand ich cool eine coole Idee für cool viel zu machen von dem dazu das stimmt ja dann spannend halt die Mischung aus dem wissen was kann man manchmal Film so vorstellen wie auf der einer Seite ist die futuristisch Abstergo Büro dann alles wie alles so futuristisch auf der anderen Seite dann was dann so Mittelalter oder ja genau Geschichte vom wie ich den Malz Nee, ich meine den halt von Miles den an der Zukunft Personal Geschichte verfolgen oder ob den ganz andere Just das wäre cool ganz war nicht so belebt ja aber das war auch war ein bisschen ein simple Charakter falls du eben die was du warst so lang mal du warst einfach null du für immer mal sehr wie das aber kannst du erzählen null ich fand aber dass Michael Fassbender dort Hauptrolle spielt das ist hat man nicht erwartet also die haben bestimmt ein riesiges Budget ich meine sie ein riesiges Budget für alle Dinge ich hoffe das Film nicht doch bei Franchise wohl all weil Assassin's Creed so viel Potenzial zu lesen kann doch ganz gut sehen dass eine Trilogie ein Quadrilogie und dann Prolog und dann das so quasi ein Blanko-Check von Ideen das so normal ist das den Rahmen von all
Regisseur oder wen auch immer dann unterstützt, das eben Das sind der von auf einem Singen-Film. Was auch immer. Es was gibt will. 100.000 Filme. Voilà, was will man, kann man. Ich meine, George Lucas wäre nicht so reich wie den aus, von just oder zwei Star Wars Filme schon. Ja. Ja. Da kommen wir nach bei Star Citizen. Ja, das ist ein bisschen etwas an einer Sache, gehe ich direkt zu, weil wir haben noch nie über Star Citizen geschwärzt. Und das ist das Spiel, wo ich ehrlich gesagt am längsten und am meisten drauf warte und am schweren. Star Citizen ist ein Space Simulator von Chris Roberts, den hauptsächlich bekannt ist für Spieler wie zum Beispiel Freelancer oder Twin Commander Serie. Und, seit 2 Jahren lebt dann den Development von Star Citizen, ganz wird als Kickstarter-Projekt gestartet. Und das hat sich entwickelt mittlerweile zu einem Projekt, den viel mehr größer ist, wie das ursprünglich gedacht war. Und zwar ist es entretemps so, dass du, ich gucke da direkt auf die News, muss ich nicht lang zählen, dass du halt am Weltraum fliegst mit dem Raumschiff, du kannst auch landen, sowohl auf Planeten wie auf Stationen oder größere Raumschiffe rausklammen, zu Fuß runterlaufen, First-Person-Shooting ist dran. Und dann hast du natürlich wie üblich bei einem Simulator eine ganze Ökonomie am Weltraum und so weiter. Und das Ganze wird dann auch nach einer Singleplayer-Kampagne, weil das hast du vergessen, das ist ein MMO, das heißt an den Weltraum spielst du mit anderen Leuten zusammen. Aber es könnte auch eine Singleplayer-Kampagne mit dabei. Das heißt, du kannst das Spiel so starten, dass du für dich den Singleplayer die Geschichte durchspielst und dann am Ende von der Geschichte eben siehst, voilà, okay, hallo, Flinch an der Weltraum und machen was ich will, treffen all die anderen Leute und geht weiter. Was da neu ist, also eben, sie haben seit auch dann 2 Jahre eine Asian Convention, CitizenCon, wo sie dann immer ein Zwiebel machen von allem, was an dem Jahr dann so gelaufen was bei ihnen, was Neues kommt. Und sie haben da die erste Video gewesen von Squadron 42, so heißt der Singleplayer-Komponent vom Spiel, für ein bisschen zu weisen, was sie da alle so dran gestacht haben. Und das gibt, ich weiß nicht, wie das bei euch auf der Wing Commander kennt. Und sein Ziel war, dass Squadron 42 obmanst dieselbe Zucht von cinematografisch Geschichte erzählt wie eben Wing Commander spielen. Lo sind dann zum Beispiel verschiedene Schauspieler dann bekannt gegeben, die matt machen, dann dort die Gesicht und die Stimme und alles und so weiter eben matt lehnen. Und da haben wir Leute wie der Gary Oldman an der Hauptrolle. Ziemlich cool. Ja, passt perfekt. Ja, das ist eben meine Lieblingsschauspieler. Für die Leute, die vielleicht nicht wissen, Gary Oldman zum Beispiel aus den Sirius Black bei Harry Potter, in das beim Batman, beim Dark Knight, das in der Commissioner Gordon, in das wie hätte schon Soch bei 5. Element. Den ist sehr cool. Ich fand ihn so underrated. Ja. Hier hat so viel Rolle schon gespielt. So viele verschiedene verschiedene Schauspieler. Ja, einer ist auch immer die Rolle. Genau. Nicht immer dieselbe, stehen das nicht Tom Cruise-Style. Nee. Immer dieselbe. so viel verschiedene. Ja. Und ich Man vergleicht das auch mit Commissioner Gordon. Ja, das ist das dann ist wirklich mega mehr. Dann haben wir den Mark Hamill. Was natürlich Fred an den John Rhys Davies, der Gimli bei Lord of the Rings oder auch bei Sliders, was kein Mensch kennt, anscheinend. Sliders. Das Tor zu einer anderen Dimension. Das ist leider so selbst für die Mial-Leute. Ja, anscheinend. Was die Person aus der Mark Hamill an den John Rhys Davies an zwei, wo ja auch am Wing Commander 4 Matt gespielt schon. Wing Commander 4, da war der Hauptpersonage der Mark Hamill. John Rhys Davies auch. Und dann ist auch nach Gillian Anderson. Spielt auch mit Scully von Act X. Das ist auch ganz flott. Nice. Und nach viel anderen nehmen. Also das ist wirklich eine große Produktion. Du kannst ja auch so Package kaufen mit Schiffer dran. Ja, genau. So Starter-Packages. Das ist so absurd. Das ist so absurd, mit den Leuten kaufen nicht. Ja. Das ist ein Package, den Completion ist. Du kriegst alles. Aber alle einzelnen Raumschiffe am Spiel waren dran, also die noch kommen. Nee, die bis 2014 dran waren, kriegst du nach. Und der Rest war so noch können. Und zack, kostet $12.000. Den muss ja aber nicht noch. Ja, 12.000. Ich meine, irgendwo am Kanapé gleich gefunden. Oh, man hält einfach das Geld, was man durch das Sendung verdienen. Ja. Du verkaufst meist alle Würmer, so Completion ist.
was natürlich auch besonders ist, dass du kannst alles warten, die Leute sich kaufen, kannst du auch alles, du musst kein Geld dafür ausgeben, Ja, du kannst halt alles machen. Nee, das ist das Affiliate, dass das direkt von Anfang an ist. Ja, Das ist so ja. nicht ein Hangar und alles. Ja, ein Hangar, also du kriegst alles, ich will auch, kann ich dir so, ich will auch ein Starter-Paket kaufen von Star Citizen schon, ich meine, nächste Woche für wo dann einfach die Basis, die kleinsten, also mit dem kleinsten Schiff, mit dem kleinsten Hangar. Transportschiff. Was für ein Cheaper. Cheap! Nein, ich will schon mal vor, das Spiel kaufen, ne? Ja, ja. Ein Schiff, ein Hangar, weißt du? Ja, das ist schon gut. Transportschiff, Schon ja. gut. Nee. Was wichtig ist zu sagen, ist, was ähnlich ist wie bei anderen Spielern, weil ein AAA-Spiel annonciert wird, Tisch zum Beispiel, nächstes Jahr können Star Wars Battlefront raus, ne? Also mehr, wow, cool, nächstes Jahr, mehr wissen, wenn wir nur sicher gehen, du weißt ja nicht, dass sie aber schon seit 4-5 Jahren schaffen. Ja. Lohn sind annonciert und dann in einem Jahr können raus. Sie haben das annonciert, sie haben den Kickstarter gestartet. Also Idee. Nicht wahr? Und Ja, dann ja. Und los seit 2 Jahren schaffen sie drin und für die Zucht für Spiel, für den Detail und die Envergure, also die riesengroß wie das ist, die Leute, die nicht bekämpfen, dass da, ja, du passt nicht dauert an einem Jahr Ja. fertig. Ja. Und plus haben sie schon viel gemacht für die Zeit. Ja. Und gesagt, das ist schon eigentlich ausgesagt, die Ideen, die auch schon durchstehen, schon auch schon dran sind. Ja. Mega. Wow. Ja. Und sind auch immer Leute, die meinen, dass das Spiel, dass das Vaporware, so wird das oft genannt, dass das halt etwas ist, was angekündigt wird und so, wie es dann die Leute hypen und dann verpufft oder so. Ja. Aber das sind auch immer die Leute, die nicht wissen, wenn du etwas kaufst, auch den kleinsten Tisch oder die kleinste basische $25 oder so, kannst du los schon spielen. Ja, Du kannst immer, wenn man etwas von sie neuen Modulen machen, da bringen sie da dran und du kannst schon spielen. Ja. Ja, hallo, nach des Jahr soll Alpha 2.0 rauskommen und da das den ersten Grund stehen, wo zwar dieser Star Citizen fertig ist am ganz kleinen Maßstab. Ne? Alle einzelnen Dinge schon dran ist, der First-Person-Shooting, Play und alles. Ne? Ja. Ich meine, für den Moment ging ich mal vielleicht auch Start. Ja. Das mehr zu einem Raumschiff können. Ja, natürlich, ja. Nice. Ja, Cool. voilà, das waren die News von heute. Nice. Dann kommen wir los zum Zuspiel von der zum Woche. Spiel von der Woche. Voilà, das Spiel von der Woche ist das Woche Badlam, das ist das Woche released auf Steam. Und ein kleines Video dazu, gucken wir mal an. Badlam, also First-Person-Shooter, den dem Developer Red Badlam nur gedurcht ist für Daylight, die 80s und 90s Online-Games evaluiert haben. Das Ganze basiert auf einem Buch von Christopher Brookmeyer und es spielt ihn als Heather Quinn, weil als Developer bei einer Neurosphere-Firma schafft, an eines Tages an die Welt von Starfire, einem 90s FPS, transportiert wird. Hij probeerde dann rauszufinden, was geschieht ist, aber während Singer sich nur einem Weg zurück heim, entdeckt hat eine große Welt, wo lauter Spieler aus verschiedenen FPS-Genres und Spieler am Allgemeinen verbunden sind. Half-Life, Quake, Halo, Call of Duty, Space Invaders, das sind just ein paar von den Spielern, mit denen Badlam ihre Nostalgie-Zäpfchen zu stimulieren versicht. Von der Geschichte an der Präsentation hier funktioniert er doch ganz gut, einzig Gameplay kann oft nicht ganz überzeugen. Das ist aber zum Teil wahrscheinlich so gewollt, an mit einem Preis von 14,99 € ist das doch verkraftbar, und für Leute, die mit diesen Spieler groß gesehen, dürft das sie auf ihr Käste bringen. Released ist das Spiel seit dem Diensten, den 13. Oktober auf Steam, mehr auf PS4, Xbox One und Mac kann ich nicht spielen. This place is unreal, isn't it? Yeah, actually it's death and glory, but unreal is in here too. We're in a whole universe of games. Ja, voilà. Badlam, amüsanten Shooter, ne, den ein bisschen, der Gagmesh kann ihn so mit anderen bekannten alle Shooter werden. Ja. Und du hast ein bisschen, also du sagst dann immer unter Grafik changiert, komplett, also du hast Dealer, die gesehen ein bisschen aus wie aller Quake, Ja, Quake Nukem Doom, und so, ja. voilà. Und dann hast du andere, wo es mehr so schon Crysis oder Far Cry Richtung, also Cry Engine, in Ja. die Richtung geht. Dann hast du Level, wo es so Side-Scrolling Flieger-Shooter also das, ja, das ein kleiner Hommage sozusagen, nicht wirklich der Gag an dem Sinn, das ist ein kleiner Hommage. Nee, ich sagen, das wie wieder den Spiel, da du rauskommst, war ein kleiner Zeitrichter durch RPG ist. Ah, das hat ein Chemie gespielt zu dem Ja, Handy. Ja. Mobile. Bitte, ich bin nicht.
Das ist den zweiten Deal noch raus. Ja, ich gesehen Schrift für Ja, schon. Evoland. Evoland. Ja, ja, fand das bist du etwas wieder. Ja, Das das fand war ich die cool. Idee Das wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Also, ja. das ist ein Ja, Kapitel. das ist aber voll cool. Ja. Genau. Voilà. Das ist das Spiel von der Woche. Okay. Da kommen wir zum Kommen wir zum Gewinnspiel. YouTube-Channel. Zum YouTube-Channel. An den YouTube-Channel von der Woche ist das Woche Smosh Games. Smosh Games mit Honest Game Trailer zu sehen. Den ist mega cool, weil verschiedene von denen kennen vielleicht schon, geht schon Milan. Sie machen, wie du nur seht, also nicht Smosh Games, mehr Honest Game Trailers. Sie machen Traileren, die ehrlich sind. From the company that loves to rehash the same franchises over and over comes a racing series that teaches players that winning and being the best driver don't always go hand in hand. Select your combatant from the next generation of fighters. Newcomers who look like they were designed by an angsty middle schooler. And your old favorites who are now just really old looking. You lost, Goldilocks? Okay, Grandpa. Das ist so wirklich, ja, ich weiß nicht, wie ich wen ich als Beispiel so gehen, aber sie so an einem kleinen Honest Trailer, was Macke vom Spiel sind, was witzig ist, was auffällt, was auch gut so schlimm ist, und wenn ihr ein Spiel kennt, dann lernt ihr krank bei den Sachen sind einfach so vor, dann bastet du einfach. Voilà, und das für allem auch dem Typ singen Stimmen, die da ist, mich diesen Trailer zu machen. Ihr seht das, ich Trailer Voice Guy. Come on and slam and welcome to the jam. Genau, weil sie machen noch, also eine Sorte Stimmen von den Honest Trailers, die über Filme gehen. Genau. Das Screen Junkies, über die, gell. Mehr füge das mir ein Videogame-Sendung sehen. So, man hier Smosh Games aus der YouTube-Channel von der Woche. Guckt unbedingt daran. Link ist überall hier an der Beschreibung. Und voilà, also, du könnt da sicherlich von der das Spiel, was ihr kennt, oder vielleicht sogar das Lieblingsspiel an ja, die YouTube-Channel von der Woche. Ich fand so cool, was immer mich Starring. Und dann ist aber Mass Effect, da war Dingens, hier war der Space Jesus. Und die Ass Effect. Ich war krank gelacht. Assassin's Creed. Und du, von den Spieler kann da gerne nicht, dann lade ich ihm so mehr. Und das unbedingt, da wäre ich kurz einen Blick ranzuwerfen. Ja, weil sie machen zwar den Gag mehr, aber bei einer aber du sagst, dass du gerne hast. Voilà, was das Spiel auch gerne hast, ist ja, das Spiel ist zwar genial, aber es stimmt, da und da war witzig. Nicht immer, also du merkst doch, dass du nicht, weißt du, wie Clash of Clans? Du Story, nee, ich weiß nicht, weil die wird das Spiel nicht nennen, anderen Spieler, die da wert sind. Also das ist schon Preiskategorie. Also, das ist cool, also das ist wirklich ehrlich. Also das wie jeden von Hause oder so, viele Gedanken, die ihr selber holt, selber ausgeschwart und eigentlich auch cooler Stimmen. Unbedingt der Wert. Ja, der YouTube-Channel von der Woche. Woche. Also letzte bei YouTube-Channel, da sind wir auch ganz froh, dass viel von der also dann merci gesagt zu wie gesagt, Part 2 werden noch kommen. Irgendwann. Ja, wir haben demnächst viel. Immer nach Melle, ne? Und, absolut. Es kann auch Vorschläge geben von der ersten Channel Hut oder Leute kennt, die einen Channel haben. Absolut. Sind wir immer bereit, gerne ein bisschen Reklam zu machen, ne? Wenn das cool ist. Ja, unbedingt Bescheid. Voilà. Da kommen wir zum Gewinnspiel. Ich muss einen Move Maja, sind wir da lo beim Gewinnspiel, und zwar das Gewinnspiel, das kann auch immer den größten Jackpot nach immer, das ist ein T-Shirt. Genau, das ist selbst wie das doch. Ja. Jackpot. Ja. Leider ist froh, nicht. Sie hat beantwortet gehen. Aber nicht richtig. Mais sorry, Star Wars geht nicht durch. Come on, you guys. Okay? Natürlich immer die Shade können dann eine Episode, da hat man es auch gewesen, können dann gucken, wie es ausgesehen. So aus mega geil. Voilà. Leider auf der Presse wartet, dass du aufgeholt hast. Wir können natürlich auch nach nächste dann ablesen von letzter Woche. Also wie gesagt, ne, wie es der Michael auch schon sagt, wir konnten Antworten dran. Froh war ja gleich ein Sound froh. Und der Sound, den zu hören war ein imperialer Blaster von einem Raumschiff als Star Wars. Das war ein Snowspeeder, kein Imperial. Kein Imperial? Nein, das war ein Snowspeeder. What, BJ? War Snowspeeder. Mit durchgegangen, so
das ab Star Wars. Ja, Nee, leider das nicht, wär zu leider einfach. nicht. Das wär zu einfach gewesen. Also, Weil, nee, leider nicht. Sorry, Junge. Verschenken die mir ja aber auch nicht. Ach, quasi, mehr. Die sind aber, wenn es ein korrekt Antwort Ja, kriegen. also das ist der Durchgang, das ist Ja. nicht schlimm, weil das am Checkboard dran Ja. und der könnte das Kehren gewonnen. Genau. Und zwar, für das Kerne Matze gewonnen, muss der euch sagen, was das Screenshot ist. Und ihr könnt allo. Oh, Voilà. ja. Also, wenn ihr die Antwort wisst, was das für ein Screenshot ist, dann schreibt das auf infactplacegames@gmail.com und so das was das ist. Und wenn die richtige Antwort ist, dann sind ihr natürlich der stolze Besitzer nur der Auslesung, die wir wie Alkeiers halber eng, dann werde posten und dann werde gesehen, wer gewonnen hat und da schicken wir erst die Sachen hin. Genau. Yes. infactplacegames@gmail.com. Voilà. Ja. Nice. Sind wir dann Zum Schluss. Schluss kommen von dieser Folge. Ja, du wolltest noch leider aufmerksam machen. Ob, Ja, man ja wieder hoffentlich gesehen hat, auch von nicht nach rechten Anfang aus, haben wir angefangen, ein klein bisschen zu dekorieren für Halloween, weil das wird nicht mehr lang, dann ist das. Und das wird dann auch schon Woche zu Woche ein bisschen mehr gehen. Da waren ja vielleicht noch ein paar kleine, gruselige Kamellen. Weil das sieht dann nächste Woche. Ja. Top. Also, Nice. da sind ich nicht, ob das ist noch enger Mann hat. Ah, nee, das holt- gehört Oh. So, dann so vielmals merci, wie immer, dass ihr dabei wart. Wir sind froh. Warte, dass, stopp. Ne, was, PJ? Nächste Woche, nächste Samstag, aus der Videogames Salut-Treff am Café an, wie gesagt, wir sind leider nicht dabei. Mortal Kombat Tournee für 150 €, soweit das noch richtig ist. Das haben wir mal die Echke gesagt. Geht unbedingt dahin. Und wir sind leider nicht dabei. Yes. Die nächste Jahr sind wir 100% schon dabei. Und du hoffen wir, dass der alle gut dahin geht, weil so eine Aktion muss unterstützt gehen. Ja, Und das darf man nicht vergessen, heute so. Das ist richtig. Genau. Voilà. Mein Videogames das war Alu, das, oder? fand alles auf Facebook, Videogames Alu. Ah, der Genau. kennt es. Der Ja, wisst es, ja. natürlich. Die mich kennen nicht. Wenn das nicht kennt, geht es checken. Facebook und dann Videogames Alu. Der fand ein Event, koppelig am Kaffee, Tonnen Fernsehen, gut Essen und Tonnen Viel Videospieler. Und geil. viele Geile Leute, die Atmosphäre. dieselbe Leidenschaft haben. Ja, wie wir voilà. alle, ja. Das ist der Punkt. Du warst mit Leiter Gamer dort zusammen und Absolut. bringst einfach cool Ofentisch an. Und der Mortal Kombat Turnier wird auch cool zu gucken. Ja, Weil es natürlich, gibt, ja. ich hoffe, nur ist coole Stimmung. Und, Organisiert vom Meister Meister 10. 10. aber auch für Videogames Alu. Ja, ja. Ja, also das ist Sie nicht machen mehr das lang. zusammen. Wir gehen Also- als jo Expert an Kampfspieler umland. Absolut. Dritten hast du gehen. Ja. Ja, voilà. Großen Ja. Challenge und der Meister 10 ist so gleich her. Ich meine, das Feierte gehen. Ich hatte dich wie so im Kopf. Wen Nee, hast du da haben wir dritte dritten. gegen zu Den Amsterdam? hast du Master am Wen kleinen hast- Ding. Ja. Voilà. Voilà. Dann Nice. war's Das das. alles Ja. derwisch Scholo beenden. Ja. PJ, Dann, alle. so ein Jahr. Danke, merci. Und wir sehen uns dann nächste Woche von den nächsten Hecht. Dreck. Start. Salut. Adi. Thank you.